Seit dem 18. Jahrhundert ist die Stadt geworden ein außergewöhnlich Ort, was wegen dem haben die Mechaberim angehoben zu schreiben. Sie haben lieb gehabt, zu beschreiben die neue großstädtische Stochim. Sie haben herausgewiesen, an Interesse zu präsentieren, und das Ort, weil von einer Seite es ist doch gewesen eine größte Fasziniertheit von der Stadt zwischen Menschen, von der anderen Seite Meure und Pachet haben gehabt also eine größere Spur auf der früher existierenden Welt. Choć für Sachprotagonisten in der Literatur in der 20. Jahrhundert ist die Stadt gewesen natürlichstes Vive, wo sie zugezogen sehr aufmerk mit ihrer Verschiedenheit, haben die Mechaberim gehabt verschiedene Ideen, die zu ausmalen ihre literarische Welt. Wie in der europäischen Literatur, auch in der jiddischen Literatur, hat der städtische Schettech von so 19. Jahrhundert angehoben zu spielen eine große Rolle. Heute der bekannte und besonders wichtige Motiv ist das Städtel, das heißt eine kleine Stadt in Mitteleuropa, was in der haben gewohnt die jiddische Täuschwim, welche hebt an zu haben einen starken Betreff. Der Phänomen von Warsches Bateit können wir beklaren von zwei Guckwinkeln. Erstens, die Schreiber willen kleiden aus die Stadt wie ein Ort für ihre Superhamaisis. Zweitens, die Stadt ist eine lebendige Welt, eine moderne Zivilisation und Kultur. Es ist wegzudermonen, als die jiddische Literatur und da meine ich die moderne weltliche jiddische Literatur hat sich entwickelt in polnische Länder, sind mitten 19. Jahrhundert beiker unter Schicker von der Haskole bewegen. Ein charakteristisches Element von der großstädtischen Gesellschaft ist die Vermischtheit von Einwohnern in Asokim, wo seinen Gewinn umlegal. Die Beschreibung von der Warschauer Unterwelt kann man finden nicht nur in der Presse von früher oder in der gerichtlicher und polizeiischer Dokumentation, aber auch in der jiddischen Literatur. Die Schreiber präsentieren das Bild von Ganoven, Banditen und Gangsters, wo sie wollen leben, die gewöhnlichen Menschen in Großstädten. In meinem Referat will ich proben zu analysieren das Bild von der Warschauer Unterwelt, was hat gewohnt auf Krochmalne Gass. Wie am Moschel von Asabild habe ich ausgeklebt die Trilogie von Itzhak Baschewitz Singer. Erst will ich euch erzählen ein paar Wörter wegen ihm. Ich bin mir sicher, dass wir alle kennen Bashewissen, deshalb habe ich beschlossen, zu konzentrieren bloß auf die wichtigsten Fakten, was seinen verbunden mit meiner Thema. Singer ist geboren geworden im Jahr 1903 in Leoncin in Polen. Und 1908 hat sich die Mischpoche rübergeklebt in Warschau, wo sein Tate ist gewesen Moire Heuroe auf Krochmalne Gass. Sie haben erst gewohnt auf Krochmalne Gass Nummer 10 und später Nummer 12. Sie seien dort geblieben bis zum Ausbruch von Erster Weltmilchome. Und die 9 Jahre, was Baschewitz hat verbracht auf Krochmalne Gass, haben gehabt eine große Haschpoe auf ihm. In seinen Romanen und Erzählungen ist er damit zurückgekommen in der jiddischen Gegend von seinen Kinderjahren. Im Jahr 1923 hat er sich besetzt in Warschau, aber nicht mehr auf Krochmalne Gass. In 1978, wie wir alle wissen, hat er gewonnen die Nobelprämie. In den 40er Jahren hat Baschewitz veröffentlicht in Vorwärts über 20 Romanen. Wegen 3 von sie will ich heute reden. Hier will ich reden wegen die Novellen, wo seinen abgedruckt geworden in Vorwärts, in Versetzungen. Und das sind Schäum von 1967, Die Gäste von 1972 und Jarme und Kehle, was ist abgedruckt geworden in Vorwärts zwischen die Jahren 1976 und 1977. Hone Schmeruk, ein bekannter Literaturforscher, schreibt in seinem Buch, als hat gerät mit Bashewissen und die 3 Novellen seien nur ein Meise in 3 Versies. Baschewitz ist nicht gewöhnt zufrieden mit allen 3 Novellen und zu liebten
hat gewollt schreiben eine neue Version, die 4. Version. Zum Bedeuern ist sein Verlag nicht Makuyem geworden. Baschewitz ist gestorben im Jahr 1991 in Florida. Eider will ich reden wegen dem Bild von Krochmalne Gas in die Baschewitz Bücher, will ich bekitzer weisen den historischen Kontext von ihr. Krochmalne Gas, was hat sich gefunden im Zentrum von Farmilchomendiken Warsche, ist gewesen eine von den lebendigsten Gassen in der jüdischen Gegend. Und so im 19. Jahrhundert hat dort gewohnt der Rikscher, die jüdische Kihile. Die Gasse ist gewesen sehr eng und voll mit Häuser, Werkstätten, Knepes und Hedorim. Heute die Gegend ist gewesen také lebendig, haben dort keinem Kohl gewohnt Oremeiden. Das Viertel ist gewesen übergepackt und es hat dort dominiert sehr schlechte sanitarische Bedingungen, was spiegelt ab das sozioökonomische Gerangel von der Warschauer jüdischen Bevölkerung. Krochmalne ist gewesen voll mit Kontrasten. Leben frumme Jiden haben gewohnt Kriminelle, Mörderes und Ganovim. Die Dualität von der Gegend weist das emetsdicke Leben von Jiden in farmilchomendiken Polen. Aber wie beschreibt Baschewitz die Gegend? Und hier habe ich ausgeklebt ein paar Zitate. Wo steckst du an? Noch als auf der Krochmalne Gessel? Ich bin dort vorbeigefahren in der Gunke und es hat also gestunken, als hat mir verhabt der Atem. Oder, aber ist Emetsen, ist die Gas ist gewesen voll mit frumme Jiden. Balebatische Weber, Schulen, Hasidim-Stiblech und Hedorim, viele Yeshivas. In Baschewissen andere Novelle, Schäum, können wir lernen, als die jüdische Gegend hat sich weniger geändert. Aber auch viele, da hat man gefühlt die neue Zeit, das 20. Jahrhundert. Als jüdische junge Leute haben rasiert die Bart, angetan Kankeljuschen, Anzügen, jüdische Töchter haben getragen Kleider mit kurzen Ärmeln, ausgasiert so, als man hat gesehen die nackte Hälse. Oder euch. Ist gegangen weiter und ist bald zugekommen zum Platz, dem berühmten Plätzel von die Ganovim, die Markivers, die Alfonsen und so weiter. Anhand die Fragmenten können wir sehen, als Beschreibungen in Baschewitzes Bücher stimmen mit dem Historischen. Sie seien sehr realistisch. Die Krochmalne Gas ist voll mit Kontrasten. Von einer Seite, es wohnen dort frumme Jiden, es seien dort Schulen, aber von anderer Seite begegnen mir dort euch Menschen von der Unterwelt. In die 3 Novellen bekennen wir sich mit der Sachhelden, Lemoschel Max Barabandel, was ist die Hauptfigur in der Novelle Schäum. Also eine gute Dogme von einem Mann, was ist dazu gefunden in jedem Band. Ist früher gewesen Aganev, jetzt ist geworden Schütter zu einem Theater in Buenos Aires. Aber ein Bank noch Warsche und das frühere Leben. In Argentinien hat immer damit getragen schwarze Malbuschim, was ist ein Simen von Reichkeit. Singer beschreibt in seinen Romanen, was man betrachtet als Mann von Buenos Aires. Das seien die Männer, wo sie haben sich beschäftigt mit dem Handel von lebendiger Scheure. Sie haben zugesagt, die Mädel zu helfen, sie gefunden an Arbeit in Lateinamerika. Oft haben die aber, die haben euch gehabt, Hassene mit sie, kede a Mädel ist Maske. Und das ist gewesen eine stille Huppe. Lassen wir euch gucken, andere typische Protagonisten, was sind dazu gefunden in Baschewitzes Bücher. Und da haben wir Lemoschel, Abalebos und die Ganovim, a Sort Rebe für die Stärke. Und in jedem Band können wir finden als eine Figur. Sie seien damit sehr reich und haben feine, schöne Häuser. Und was ist auch sehr wichtig zu sagen, ist, dass sie haben euch Haverim in Polizei.
Ein anderer Moschel von einem typischen Protagonist ist ein junger und schöner Mädel, was seinen verliebt in unsere Hauptprotagonisten. Später können wir auch sehen Weiber von Rabbeim, ja. Also das sind, also früher haben sie gearbeitet in Schandhäusern oder anders gesagt öffentlich Häuser, aber jetzt sie sind geworden die Balebustes von sie. Und zum Schluss haben wir euch damit junge und fromme Jiden, was haben gewollt haben an ihr Leben. Und das ist euch sehr wichtige Thema in Bashevises Novellen. Zum Schluss will ich kurz resümieren, als die Krochmalne Gas ist eine Welt von der Dualität. Von einer Seite begegnen mir in der Bashevises Literatur die fromme Jiden, wo sind Rabbeim, Händlers, Buchhalters, Balebatim von Schenken, was gehen damit in Schulen. Aber von der anderen Seite seien dort eine Sache Menschen, was gehören zu der Warschauer Unterwelt. Man kann sagen, als Baschewitz hat beschrieben die emelsdicke Realität von der jüdischen Kehila, was hat gewohnt in Fahr Milchomendiken Warsche. Ich trat als Krochmalne Gas, heute ist ein eng Kurzgas von früher, können wir sie aufnehmen wie ein universal Siemen von einem menschlichen Gerangel. Danke.